Der Max macht Bekanntschaft mit den Schutzengeln. Der Max hat Geburtstag. Er wohnt in einem Block mit 10 Familien drinnen. Die meisten haben Kinder und die sind fast alle im gleichen Alter wie er. Das Fakt, so ist es ihm nie langweilig, weil er ging jemanden zum Spielen findet. Und dass die Kinder heute alle zusammen an sein Geburtstagsfest eingeladen sind, das ist etwa klar. Im Stegenhaus, an der Tür und fast in der ganzen Wohnung sind für diesen speziellen Tag ein Haufen schwarzglänzige Ballone mit Haifischen drauf aufgehängt. Eine Piratengeburtstagsparty darf der Max machen. Schon lange hat er sich das gewünscht. Schliesslich ist er auch sonst ein absoluter Piratenfan. Er hat Bücher und CDs von Piratenabenteuern. Eine grosse, selber gebastelte Schatztruhe, für die allergeheimsten Geheimnisse drin zu verräumen. Ein Schwert aus Moosgummi, ein Bett, das aussieht wie ein Schiff, ein Piratenpyjama und natürlich genau die richtigen Kleider für das Piraterle. In denen springt er jetzt, was läutet, auch an die Türe. «Ich bin der Piratenkapitän, oder hast du etwas dagegen?» Will er von allen Mädchen und Buben wissen, die an seine Party kommen. Natürlich will niemand gegen ihn antreten. Er hat Geburt und so darf er der Anführer der Piraten sein. Wo die Türe hinter dem letzten Piratengast zugeht, fängt das grosse Päckchen auspacken an. Der Max noschet und woschet die tollsten Geschenke aus dem glänzigen Papier aus. Da läutet es noch einmal. «Max, gehst du gerade hurtig auftun?» schickt ihn die Mami zur Türe. Es schneckelt nach. Eigentlich hätte er jetzt viel lieber noch das letzte Päckchen ausgepackt. Vielleicht hat es ja dort seine heiss begehrten Piratentattoos drinnen. Die möchte er doch so gern und hat noch keiner. Dann macht er die Türen auf. Und vorne dran steht er. Ja, wie sagt man echt der? Eine Frau in Piratenkleider. Das ist sogar für einen Max etwas, das er noch nie gesehen hat. Für einen kurzen Moment verschlägt ihm gerade die Sprache vor Freude. Dass die Mami eine richtige Piratenmärli-Tante an sein Fest einlädt und ihm die zu Geburt schenkt, das freut ihn riesig. Dafür könnte er sogar auf Tattoos verzichten, denkt er. Aber das muss er gar nicht. Die Piratenmärli-Tante weiss nämlich nicht nur die weltallerbesten Piratenabenteuer zu erzählen, sondern sie weiss auch noch ganz genau, was kleine Piraten so brauchen, für glücklich zu sein. So schminkt sie die gefürchtigsten Piraten, klebt ihnen coole Tattoos auf, macht mit ihnen eine Schatzsuche und andere fägige Sachen mehr. Dann geht sie leider schon wieder und lässt der Max und seine Piratengeburtstagsmannschaft für den Rest vom Nami mit der Mami alleine. Von denen weg sind die Piraten ein bisschen müde vom Arbeiten. Irgendwie passiert ein Unglück nach dem anderen. Der Mario leert sich das ganze Suppenteller voll Vanillecreme über den Bauch ab. Die Larissa kippt beim Piratenschiff Kuchenessen mit ihrem Stuhl hinter sie um. Und der Geburtstagspirat Max läuft anstatt in die Küche gerade in den Türrahmen rein. Die Mami springt zu jedem Pechpirat, was gibst, was hast, her, für zu schauen, was er hat. Aber jedes Mal ist es zum Glück mit einem Horn, das wächst, gemacht. Da schlägt die Mami die Hände über dem Kopf zusammen und ruft: «Leck, haben die Piraten gute Schutzengel!» Gegen Abend werden die Piraten von ihren Eltern abgeholt. Unter dem Türrahmen verabschieden sie sich von Max. Das war die allerschönste Geburtstagsfeier, die wir in unserem ganzen Leben je hatten. Und das heisst etwas. Schliesslich sind die meisten schon 6 oder noch älter. Alle machen sich müde, glücklich und vor allem ganz auf den Heimweg. Am Max selber hat es auch super gut gefallen. Aber wirklich, das ganz extrem Beste dünkt ihn, dass er von jetzt an stolz die ganze Hand aufhalten kann und sagen: «Ich bin in dem Fall schon 5 und in den Kindergarten gehe ich auch schon fast.» Wie der Max da so über sein Fest nachdenkt, kommt ihm plötzlich den Sinn, dass die Mami von Schutzengel hat geredet. Was ist echt das überhaupt? So etwas wie eine Feuerwehr
für das nichts Schlimmes passiert. Also wenn es diese Schutzengel wirklich gibt, dann haben die ja tierischen Haufen zu tun gehabt, den Ami. Der Max hockt am Stubentisch und verputzt noch die letzte Schokitischdekoration, die vom Piratengeburi übrig geblieben ist. Oben ihm, auf dem Kabel der Lampe, höckelt ein munziges Töckeli und ist am Rittigampfen. Seine blonden Löckli flattern auf und ab. Die feinen Flügel liegen eng am Rücken an und es putzt sich ein Schweisströpfchen von der Stirn. Das ist eins der Schutzengel aus der Schutzengelfeuerwehr. Ja, und das hat den Ami wirklich viel zu tun gehabt. Also Kindergeburtstag ist etwas vom Anstrengendsten, was es überhaupt gibt, ist es am besten gewesen. In diesem Moment purzelt es ab dem Kabel und landet gerade vor dem Max auf dem Tisch in einem Häufchen Schokibrösmeli. «Fliegen, Schleim und Spinnelendreck, ein Schokischatzräuber im Sturzflug, das ist eine Frechheit!» Kann sich der Max fast nicht erholen. Mit 2 Fingern lüpft er die Schutzengel auf. Schnell schiebt er seine Piratenaugenklappe auf die Stirne, so dass er besser sieht. Dann schaut er das Töckeli genau an. «Hey, ich bin kein Dieb, ich bin ein waschechter Schutzengel und heisse Philipp. Ich habe den ganzen Abend deine Party bewacht und zum Dank machst du mir jetzt Rümpfi mein Kleid.» «Oh, excuse, das wollte ich nicht», streicht der Max über einen feinen Stoff, für ihn zu glätten. «So, schau, lieber Schutzengel, jetzt ist wieder alles wie neu.» «Merci. Und jetzt? Gehst du schlafen? Ich wäre nämlich schon noch froh drüber. Dann könnte ich auch ein bisschen nuckeln und mich von deinem Geburtstagsfest erholen, weisst? Das ist eine gute Idee. Der Max ist nämlich nur noch am Ginnen, so dürr ist er. Darum schläfen die beiden Handli unten. Der Max in sein Piratenschiffbett und der Schutzengel Philipp oben ins Körbli am Masten. So hört man es schon kurz gleichmässig schnaufen, bevor es anfängt. Zufrieden mal tiefer und mal höher schnarcheln.